Herzlich willkommen zu enger neuer Episode Film läuft ein neue Biopic lebt am Kino zu Ferrari. Ja, wenn mir der Film gefallen hat, da erzählen ich schon an dieser Episode. So, wie Ferrari jetzt seht, als der Titan eben ein Biopic vom Enzo Ferrari. Und zwar zu einer Zeit, wo Ferrari nicht so mega gut gegangen ist. Ja, sie steht kurz vor dem Bankrott an. Familiär ist das ganz auch nicht so mega, weil der Bau vom Enzo und vom Laura Ferrari ist ein Jahr früher gestorben. Und da hat der Beziehung schon mal ein derbe Knackser los, verständlicherweise. Und da wähnt er erleben wir heute ein Versuch Ferrari zum Abstieg zu bringen, aus dem Bankrott rauszukriegen, mit diversen Mitteln, mit verschiedenen Wegen an, wie sich die Familie vielleicht erkriegen sollte. Ja, das ist relativ sehr erklärt. Ich denke, ich will für die Leute, die sich mit dem Thema nicht so auskennen, will ich nicht zu viel für wegschwellen. Aber darum geht es. Und du musst ich wirklich sagen, das ist eine mega geile Geschichte. Die ist mega gut erzählt. Und vor allem die zwei Aspekte. Den Geschäftsmann Enzo Ferrari an den Pap, der Pap und die Familie Mann Enzo Ferrari, die gehen mega gut belicht. Und die, also, was wirklich mega gut herausgestochen wird, als wie ich fand, Beziehung zwischen den zwei. Dem Enzo und Laura wird gespielt halt vom Penelope Cruz und den Enzo wird gespielt vom Adam Driver. Und die zwei haben wirklich eine Chemie zusammen, die ist der Wahnsinn. Das funktioniert so gut und ich habe mich alles gefreut, wenn ich die zwei zusammen auf der Leinwand gesehen habe. Ich dachte, hallo, kommen da, schaut drum gut. Die spielen das so gut. Ein Couple, die wirklich ganz, also sich immens gern hat. Und irgendwann über die Jahre, durch die Differenzen und durch das, was passiert ist, sich ein bisschen ungefallen tun, da aber auch nicht einfach so viele fallen lassen. Aber die Luft ist ein bisschen raus. Und das die Konflikte zwischen den zwei, oder natürlich ein bisschen raus, das schon. Ja, die Konflikte zwischen den zwei sind einfach grandios. Und auch dem Laura Ferrari, also Penelope Cruz, also Matza Liewe hat verschiedene Sachen abdecken geht und herausfindet, dass Nerven abreiben. Das ist grandios. Wer dann auch den Michael Mann wirklich sau gut umgesagt hat, das sind das Abrühren von den Autos. Also wenn die Autos über die Strecke fahren, das ist einfach, das erdrückt dich am Sitz, das ist so grandios. Und die Gefahr, der Risiko, den uns auf der Strecke war, weil das war ein anderer Auto, ne? Das war schon. Du hast mit dem Leben gespielt, wenn du gefahren bist, und das geht so gut umgesetzt. Das Feeling an dem Cockpit, an der Trabbeln, an der Röhre von der Power da auf der Strecke, an dem Risiko, könnt so gut rüber. Und ich muss halt für alle Leute, die Geschichte kennen mit Mille Miglia, die Kurs, die sie dann die Ferrari gefahren ist, für sich ein bisschen mehr prominent zu machen. Ich denke, jeder, der die Geschichte kennt, die weiß dann noch, was du kannst. Ich spoilere für die nicht wissen, nicht unbedingt. Wir steuern auf einen gewissen Punkt so. Also, den Peak vom Film ist ein gewisser Punkt. Und da muss ich wirklich so, das schlägt so, also das schlägt so wie ein Hummer. Das ist von einer euphorischen Kurs geht das zu einem absoluten, ja, wie soll ich das so? Das gibt einen bombastischen Schlag und das lässt definitiv mal verstummen und ja, einfach mal Sinn. Und das hat eine Wirkung wirklich bombastisch. Du musst ich einfach etwas ein bisschen kritisieren, und zwar, wie du am Film, am CGI, denke ich, noch ein bisschen mehr rauszuholen gewesen. Leider, wo verschiedene Plätze, wenn so Crashs inszeniert gehen, dann ist den CGI nicht so mega gut. Und das bricht leider, heinst du. Auch gesagt, heinst du, wenn dann so Auto von der Strecke gehen, wenn dann ein bisschen mehr gefährlich geht, da gesagt die richtig, dass Dummien am Auto sitzen, die da so hin und her sprangen, wo ich so, ja, okay, lo gesagt, jetzt wird auf dem Dummy ist. Also Special Effects mäßig, wie du denkst, ich hab's dran gewirrscht. Aber das ist ich merke wirklich auf dem Niveau von einem Film, den am Gesamten wirklich extrem gut wirkt. Weil CGI ist relativ rar gesehen, leider auf den Plätzen gesagt, den nicht, wo es angewandt ist. Aber
der Film vermittelt einem richtig gut Gefühl zu der Zeit an Italien. Das fehlt den sich richtig an die Zeit raffer sagt. Die Original, die Schauplatz, diese durch die Sachen, diese sur Platz gedreht und das war der Lo an der Lash nämlich so oft gesehen, weil nämlich so oft gesagt, alles gibt ja irgendwie just am Studio gemacht. Und du dreiarbechte Surplatz, das wirkt schon ernst, das ist schon geil, das muss ich wirklich so. Und du wenn der CGI, ich kann nicht verzeihen, aber das schuld, weil wenn der Punkt noch gewirrscht wird, dann hat der Film noch viel besser gewirkt. Und ich hoffe, dass ich jetzt da ein bisschen Bock auf den Film Ferrari gemacht habe. Und ich denke, das war dann mit Menge kleiner Kritik dazu. Erzählt mal gerne, wenn dir der Film schon gesehen hat, wie ihr den Film gefallen hat. Was eure Lieblings-Biopic an der Lage ist, könnt ihr mir auch gerne verraten. Oder was eure Lieblings-Michael Mann-Film ist. Wäre auch mal eigentlich gut zu wissen. Der Mann hat ja divers richtig geile Filme gemacht. Voilà, in dem Sinn ging es so weit dadurch schon. Da sehen wir uns bei der nächsten Karim. Und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Ferrari. Ciao!